Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren eure Kommentare beantworten Video. Ja, Leute, jetzt wird es bestimmt ein bisschen lustiger wie im ersten Video. Wir kommen zu den Kommentaren der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ähm, ja, wild. Da ist die Zustimmung nicht so hoch. Ich erwarte einige gute Kommentare, Leute. Also gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was uns erwartet. Tell einfach stark, Sané endlich auf Top-Level, Kimmich zu lange am Ball immer. Ja, gut, es ist wie immer, ja. Die Fehlpässe von unserer Verteidigung ist ein großes Problem. Kim und Opa sind sicher gute Verteidiger, aber im Passspiel sind sie noch ausbaufähig. Bei Boateng und Hummels waren die Pässe auf jeden Fall besser und da wurden auch mal gefährliche Chancen ausgespielt. Dem stimme ich vollkommen zu. Prime, Hummels und Boateng waren auf einem kompletten anderen Level als alle aktuellen Verteidiger, die wir zurzeit im Kader haben. Ja, kommt jetzt drauf an, auf welche Sachen bezogen. Ich denke mal, zweikampfmäßig ist ein Opa schon echt stark, wenn er einen normalen Tag hat, oder wenn er einen guten Tag hat, sogar richtig stark. Beim Kim kann ich es noch nicht wirklich gut beurteilen, aber ich gehe davon aus, dass er es auch kann, das verteidigen. Ne? Aber ja, Spielaufbau ist absolut nicht vergleichbar mit den Spielern. Weil man jetzt sagen muss, der Boateng hat auch nicht von Anfang an irgendwie die Diagonalbälle so rausgehauen, wie er sie dann am Ende rausgehauen hat bei uns. War aber auch am Anfang vielleicht nicht unsere Spielweise. Also Boateng war auch noch so ein gewisses zartes Blümchen, als er zu uns gekommen ist aus England irgendwie. Also der wurde schon bei uns auch noch geformt, ne? Das muss man auch sagen. Und da sollte man vielleicht, ich denke gerade beim Opa sieht man auch schon ein bisschen eine Entwicklung. Ja, letztes Jahr hat er viel, viel mehr diese Fehlpässe gehabt, ähnlich wie es jetzt Kim hat. Immer diese riskanten Dinger durch die Mitte, weil Kimmich und Goretzka irgendwie nicht anspielbar waren oder wenn dann nur einen Querpass spielen, die dann alle weg waren. Das macht ein Opa jetzt besser, beziehungsweise er macht's fast gar nicht mehr, riskiert diese Bälle gar nicht mehr. Da kann man jetzt natürlich wieder sagen, ist das schlau, ist das nicht schlau? Kommt halt immer auf die Situation drauf an. Was ich bei uns vermisse, sind halt einfach die Diagonalbälle, die öffnenden Diagonalbälle, die wir gar nicht mehr bei uns sehen. Ja? Und diese Seitenverlagerung, was jahrelang bei uns ein gutes Stilmittel war, sehen wir bei uns gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob unsere Innenverteidiger das vielleicht nicht können, obwohl ich es bei De Ligt noch gesehen habe. Letzte Saison hat er ein paar Mal diese Diagonalbälle gespielt. Vielleicht ist es einfach nicht gewollt. Ja, da würde ich den beiden jetzt gar nicht großen Vorwurf machen wollen. Vielleicht ist es auch gewollt, dass sie das Risiko nehmen und den Ball halt mal versuchen, in die Spitze zu bringen und das Mittelfeld mal zu überspielen mit dem Pass. Ich weiß es nicht. Schwer zu beurteilen einfach. Eine Frage an alle, was hat Tuchel seit dem Trainerwechsel bewirkt? Meine Antwort, nichts Positives. Naja, er hat die Vierer Abwehrkette weiter nach hinten gezogen. Das hat er auf jeden Fall bewirkt. Und ich finde auch, dass wir nicht mehr ganz so die Lethargie haben, wenn es mal nicht läuft. Also man hat zum Beispiel gesehen, jetzt auch erste Halbzeit, 20 Minuten sehr gut, dann 20 Minuten schlecht und dann die letzten 5 Minuten aber plötzlich wieder da. Das hätte es wahrscheinlich vorher nicht gegeben, dass wir da die letzten 5 Minuten nochmal da gewesen wären. Das kann man ihnen vielleicht schon zugute halten. Ansonsten denke ich, das zielt eher darauf ab, was ich in dem anderen Video schon sagte. Dass du dir auch wahrscheinlich, sorry erstmal, dass du dir wahrscheinlich auch einfach mehr erhofft hast, genauso wie ich auch vom Trainerwechsel. Dass da einfach mal Tacheles gesprochen wird und dass er einfach dann auch mal die Alteingesessenen, auch wenn sie mal keine Leistung bringen, auch einfach mal einen Denkzettel kriegen. So wie es er mit Goretzka auch getan hat, auf einmal aus heiterem Himmel, aber dann wieder einen Rückzieher gemacht hat. Da scheint ein Leonie auf jeden Fall ein bisschen gekitzelt zu haben. Vielleicht sollte man dasselbe Stilmittel beim Kimmich auch mal anwenden. Ja, aber dass man jetzt sagt, so wir spielen jetzt besseren Fußball oder wir spielen schönen Fußball oder wir sehen ein klares Offensiv- und klares Defensivkonzept. Ja, habe ich in dem anderen Video auch schon gesagt, bin ich beide, sehe ich auch nicht.
Ich habe von Anfang an gesagt, ist der falsche Trainer für Bayern, der überlebt die Saison nicht, auch nicht mit seinen 100 Millionen Neuner Einkauf und seiner Holding Six wird auch nix. Ja, mal abwarten. Also ich sehe das jetzt nicht, wie gesagt, die Ergebnisse sprechen für ihn. Das ist das, was am Ende des Tages zählt bei uns. Aber ja, die Art und Weise des Fußballs aktuell geht besser. Wobei man sagen muss, die ersten 20 Minuten, erste Halbzeit und die letzten 5 Minuten war auch ansehnlich. Nichtsdestotrotz, ja. Aber so ein richtiges System ist schwer zu erkennen. Ja. Ich muss trotz aller Kritik feststellen, wenn mir jemand gesagt hätte nach dem 0:3 gegen Leipzig im Supercup, dass sich die Mannschaft so schnell wieder fängt und am 4. Spiel auf Platz 2 steht, punktgleich mit dem Tabellenführer, wäre sehr skeptisch gewesen. Trotzdem, in diesem Jahr ist die Konkurrenz auf Zack. Auch Stuttgart spielt bis jetzt wirklich sehr gut und es könnte durchaus ein Dreikampf oder ein Vierkampf werden um den Titel. Gut, du willst ja jetzt wohl nicht Stuttgart als Konkurrenz um den Titel jetzt hier reinschreiben. Das hört sich so ein bisschen so an. Ich denke auch, dass es eine gewisse Konkurrenz gibt. Ich zähle da Leverkusen und Leipzig an erster Stelle zu. Ja, ansonsten, wenn, dann irgendeine Überraschungsmannschaft. Die ich jetzt gerade aktuell, ja, vielleicht könnte das Stuttgart sein, aber Leute, wir haben 4 Spieltage. Lass mal die Hinrunde rumgehen, damit Stuttgart auch nicht mehr da oben stehen. Prophezei ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht täusche ich mich auch, wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, für mich ist es Leverkusen und Leipzig. Dortmund traue ich das dies Jahr nicht zu, sei denn, die wechseln noch den Trainer. Vielleicht bringt das irgendwas. Aber wenn man die bisherigen Spiele gesehen hat, ich habe ein bisschen Freiburg-Dortmund gesehen, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn Dortmund sich wieder fängt und in so einen gewissen Flow kommt, ist Dortmund natürlich ein Kandidat, da müssen wir nicht drüber rumreden. Ist die Frage, ob sie das hinkriegen. Ne? Aktuell hat man da so ein bisschen das Gefühl von außen betrachtet, ohne jetzt da viel gesehen zu haben. Aber wenn man 2:2 gegen Heidenheim zu Hause spielt, dann ist das eher so ein bisschen das Problem, was wir letzte Saison auch hatten. Ja, dass man so die Motivation vermissen lässt. Ich meine, dann auch nach einer 2:0 Führung, also. Da ist ja dann irgendwann auch nicht ganz okay. Aber nochmal, wenn die Dortmunder sich fangen, wer weiß, alles ist möglich, dann sind sie natürlich ein Konkurrent. Ja. Und die Frage ist auch, inwieweit wir ja erstmal dieses Level halten, was wir gerade haben. Was, ja, ich würde sagen, 70% vielleicht, 75% unser Leistungsschaffen ist. Aber das auch nicht über 90 Minuten. Wenn wir es erstmal hinkriegen würden, das mal über 90 Minuten zu bringen, wäre schon mal gut. Und wenn wir es dann noch hinkriegen würden, uns langsam zu steigern Richtung der finalen Saison, dann geht was. Aber ob das so sein wird, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr so das Gefühl, um da noch mal kurz drauf einzugehen, was Tuchel so verändert hat. Ich habe jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass man jetzt so denkt, yo, wenn wir 2:0 führen, können wir auch noch 3:2 als Verlierer vom Platz gehen. Was man so vorher immer noch eine Zeit lang hatte. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz so, muss ich sagen. Es macht ein bisschen gefestigten Eindruck. Ja. Aber vielleicht dauert das einfach auch. Vielleicht hat einfach die letzte Saison halt einfach auch zu viel Skepsis, zu viel Verunsicherung in den Köpfen hinterlassen. Ne? Dann noch das mit der Nationalmannschaft, das wird auch an den einen oder anderen geknabbert haben. Von daher geben wir den Jungs einfach mal und auch Tuchel, lass uns denen einfach mal 4 Wochen geben. Jetzt kommen englische Wochen. Dann ist das auch wieder ein Rhythmus, mit dem wir umgehen können. Und dann, denke ich, kann man mal ein Fazit ziehen, was Phase ist. Ja, wo wir stehen, was wir für Fußball spielen und wohin die Reise vielleicht geht. Ich denke mal, bis dahin sollte auch ersichtlich sein, was jetzt mit De Ligt ist und was vielleicht auch mit dem Leimer ist, ob wir vielleicht doch noch die Eier finden und Kimmich als Rechtsverteidiger stellen oder nicht. Oder ja, wird man alles sehen. Tuchel bekommt es einfach nicht auf die Kette, traurig aber wahr. Es geht langsam. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade auch schon ein bisschen versucht herauszukristallisieren, wo ich die Fortschritte sehe. Aber es ist jetzt nicht so bezaubernde Genie-mäßig, alles ist gut. Ja, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, vielleicht ist da einfach auch zu viel dahingegangen.
Und Tuchel wird sich auch, habe ich auch schon im anderen Video ein bisschen versucht zu erklären, teilweise in der Mannschaft auch ein bisschen verbrannt haben. Ja, mal abwarten. Und ich denke mal, die Causa Kimmich ist auch noch nicht vom Tisch. Ich denke, wenn es rein nach Tuchel gehen würde, wird Kimmich schon längst mal auf der Bank sitzen. Ich glaube, dass das echt ein Thema ist, wo von oben der Daumen drauf ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das Schöne ist doch, es wird nicht langweilig um unseren Club. Wie kann man nach diesen Ecken von Sané noch an Kimmich festhalten? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich fand die Ecken auch gut. Ich fand die viel härter getreten. Man hatte immer irgendwie das Gefühl, ja, da könnte jederzeit irgendwie mal einer drankommen. Ja. Wo hat Kimmich diese Macht her? Ja, habe ich gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Mit Leimer außen lief besser, als Mats Rui dann auf dem Feld war. Wir waren einfach chancentot und der Torwart von Leverkusen bockstark. Ja, wir haben ja ein paar Chancen rausgespielt. Beziehungsweise rausgespielt ist so eine Sache, hat ein paar gute Einzelaktionen, wodurch diese entstanden sind. Klar, ein oder andere war auch rausgespielt. Aber ja, das ist aber immer, ein Torwart wächst immer gegen uns über sich hinaus. Da kannst du jedes Spiel nehmen, also ist ja immer so. Und Chancentod, ja, weiß ich nicht. Haben wir jetzt diese Riesenchancen gehabt, die von Harry Kane vielleicht, die ja wirklich gut seinen Fuß dran gekriegt hat. Ich meine, der erste Goretzka-Kopfball war direkt auf dem Mann. Ja, ansonsten haben wir jetzt irgendwie die glasklaren Dinger gehabt. Klar hat er 1, 2 gut pariert, aber die glasklaren Dinger waren das jetzt auch nicht. Aber wir haben schon Chancen gehabt, auf jeden Fall, ja. Bin ich bei dir. Und Leimer, ja, Leimer bringt halt einfach eine andere, ja, wie soll man das nennen? Eine andere Einstellung mit und dadurch einen anderen Zug und nimmt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann noch mal ein bisschen mit. Ja, das ist ein Ding, wo Mats Rui auch hin muss, ne? Was er unterm Nagelsmann schon gezeigt hat, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber unterm Tuchel wird er einfach nicht warm, so richtig. Ich weiß nicht, ob es am Tuchel liegt oder. I don't know. Für mich war der beste Konrad Leimer und der gehört statt dem Goretzka als Sechser rein. Mit seiner Pressing und seiner Technik ist der Gold wert auf der Position. Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich sehe den Leimer definitiv auch im Mittelfeld. Ob mit Goretzka oder mit Kimmich, aber Leimer gehört für mich auf jeden Fall in die Mitte. Liegt aber wirklich nicht an Tuchel, das Team ist einfach nur noch verloren. Man müsste radikale Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Kimmich den Götterstatus aberkennen und mal draußen lassen. Oder wie De Ligt statt Upamecano spielen lassen. Auch wenn Upa aktuell stabil spielt, habe ich immer Angst, dass er gegen Real oder City sich ein Riesending erlaubt, was unser Aus bedeuten würde. Vielleicht werden die Spieler auch zu sehr verwöhnt und nicht streng genug trainiert. Irgendwas ist mit der Mannschaft noch los und solange das so bleibt, werden wir nicht mehr die Champions League gewinnen. Spieler haben einfach keine Mentalität mehr und werden immer mehr wie Dortmund. Tja, zu diesem Vergleich sage ich nichts. Ich kann die Dortmunder nicht beurteilen, wie da die Mentalität ist. Dass noch mehr im Argen ist, bin ich komplett bei dir. Ja, also nochmal, ich habe das letzte Saison schon versucht, so ein bisschen zu analysieren. Ist natürlich schwer von außen. Ich denke aber auch, dass es da mehrere Lager gibt, die irgendwie gewisse Probleme haben innerhalb der Mannschaft. Und die Spieler hat man ja auch nicht aussortiert. Ja? Oder sonst was. Also ich glaube, der Kimmich wird immer noch ein Problem haben, dass wenn der Müller spielt, er der Kapitän ist und dass er immer noch nicht bei allen in der Mannschaft so als der Oberleader anerkannt ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kimmich sein Problem. Aber das weiß ich auch nicht. Das sind nur Mutmaßungen, aber ich denke auch, dass einiges andere noch im Argen ist in dieser Mannschaft. Und ja, man sollte vielleicht mal Spieler wie De Ligt oder Spieler wie Harry Kane, die ja auch Verantwortung übernehmen wollen, einfach mal in die Verantwortung nehmen und mal Kimmich und sonstige Alteingesessene vielleicht mal eine Pause gönnen, ne? Was jetzt so diese Verantwortung anbelangt. Aber da haben wir einfach nicht die Eier für in unserem Club. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum auch wie du es selber schreibst, ein Kimmich bei uns den Götterstatus besitzt. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Nochmal, ich habe nichts gegen Kimmich. Kimmich ist ein guter Spieler. Er spielt halt einfach auf der verkehrten Position oder denkt, er kann die spielen und kann sie nicht so wirklich richtig spielen. Das hat auch gar nichts mit dem Tuchel zu tun. Ja, Tuchel ist der Typ, der lieber einen klaren Sechser hat. Was Nagelsmann jetzt nicht der Typ war, da waren es lieber 2 Achter. Das war völlig okay. Aber das ist ein Kimmich nicht. Ja. Und das ist ja auch keine Schande. Ich meine, er hat sich selber in die Bredouille gebracht, indem er gesagt hat, ich bin der Sechser. Ich bin das. Nee, ist er nicht. Zeigt er in jedem Spiel. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Aber ansonsten, wenn Kimmich auf der 8 spielt und hätte einen Defensiven dahinter, kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber auch da, klar, müsste er ein bisschen schneller werden in seinen Gedanken. Nochmal, es ist keine Schande, ein guter Rechtsverteidiger zu sein, der auch einen Führungsanspruch hat. Philipp Lahm war auch Kapitän als Rechtsverteidiger. Will man mir jetzt erzählen, Philipp Lahm hat keinen Ruhm erreicht auf Rechtsverteidiger. Also Schwachsinn, ja. Ich verstehe nicht, warum unbedingt man sich da so positionieren muss. Verstehe ich nicht. Aber gut, ist vielleicht auch einfach. Ja, ich weiß ja nicht, eine Ego-Geschichte, I don't know, oder man sieht sich halt komplett anders, weil man einfach keine Kritik bekommt, oder ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwas ist da auf jeden Fall im Argen noch in dieser Mannschaft. Da bin ich komplett bei dir. Also, was? Ich weiß es nicht. Verstehe die Vereinsbrille, aber Schauspieler, als gäbe es keinen Morgen, naja, weiß ich jetzt nicht. Doch, es war Schauspieler, als gäbe es keinen Morgen. Er wurde leicht berührt. Leicht. Und tut so, als hätte man ihn die Achillesferse in den Kopf getreten. Alter. Nee, natürlich war es keine klare Schwalbe, gar keine Frage. Das weiß ich leider nicht. Ja, ich auch nicht. Es war Kontakt da, das steht außer Frage. Man kann den Elfmeter geben, das steht auch außer Frage. Man muss sich aber nicht da irgendwie 2 Minuten auf dem Boden liegen bleiben und tun, als wäre ich gerade kaputt getreten worden. Also, ganz ehrlich. Aber gut, jeder wie er meint. Ne? Das ist völlig okay, dass du das anders siehst. Ich sehe das vielleicht ein bisschen mit der Vereinsbrille, mag so sein. Klangkontakt zum Spieler, der aber raus mit zweiten gelben Karte, gleich rot, Minuten vorher sein sollte, ist vielleicht die Schiri gestern gewesen, der Vereinsbrille anhatte. Ja, I don't know. Da sage ich nichts zu. Hab auch schon gedacht, der Tuchel hat's kapiert mit Josh, aber nächste Woche 90 Minuten und alle Ecken. Hab bei der Auswechslung sofort an dich gedacht. Ja, schade. Ich dachte echt so, der Tuchel setzt jetzt mal ein Zeichen, aber es war anscheinend alles abgesprochen und wild. Naja. Wir werden sehen. Wir haben besser gezockt, aber das Unentschieden geht in Ordnung. Ja, erste Halbzeit war es auf jeden Fall eine Top-Partie. Bin ich vollkommen dabei. Ja. Auch komplett ausgeglichen. Wir gute Anfangsphase in Leverkusen. Wir nochmal ein paar Schlussminuten. Zweite Halbzeit war es auf einem Level. Erst auf einem sehr niedrigen Level, weil beide nicht so wollten oder konnten. Völlig okay. Danach war es ein bisschen hin und her und ja, das Ergebnis geht in Ordnung, gar keine Frage. Gegen Manchester United wird interessant. Als nächstes, wann kommt deine Startelf-Prediction? Die nehme ich jetzt gleich nach diesem Video hier auf. Was mich erschrocken hat, war, dass Bayern sich über das gesamte Spiel sehr wenig Chancen erspielt hat. Die waren oft eher zufällig. Ja, der spielerische Aspekt, das ist ja, habe ich im anderen Video auch schon gesagt, ist das, was uns aktuell abgeht. Habe ich ja gerade auch gesagt, wir hatten Chancen, ja, aber wenn, war es meistens durch Einzelaktionen. Ja. Ist halt so. Also wir haben aber so das Spielerische, dass man sagt, wir spielen uns die klaren Dinger raus, das geht uns ein bisschen ab im Moment. Zu wenig Chancen hat schon seinen Grund, wieso Herr Daxi allein 8 Paraden hatte. Wir 16 Torschüsse hatten, 2 Tore und ein Abseitstor, das sind auf jeden Fall genug Chancen. Naja, gut, ein Abseitstor kannst du jetzt nicht als Chance werten, weil es nur mal Abseits ist. Aber Chancen hatten wir auf jeden Fall, ja. Ich denke auch, er meint das auch so, dass es ja nicht mehr so, wie soll man das sagen, dass wir uns nicht so die klaren Dinger durch Kombinationsspiele rausspielen. Vieles ist halt echt durch Einzelaktionen irgendwie. Ja. Vielleicht meint er das. Keine Ahnung. Die Majestät Kimmich. Tell war besser als Gnabry und Kimmich könnte man öfter auswechseln. Ja, meine Erkenntnis des Spiels war, dass wir unbedingt Wirtz holen müssen.
Weiß ich nicht, ob das dann so der Heilsbringer sein wird. Aber ja, es wäre auf jeden Fall ein deutscher Spieler, der das Format hätte. Aber möchte er weg aus Leverkusen? I don't know. Und mal gucken, wie die Saison läuft. Wenn Leverkusen am Ende der Saison vor uns steht, will man dann unbedingt weg, wenn die es dann schaffen, ihren Kader zusammenzuhalten? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht verstanden, als er Kane rausgenommen hat und Choupo eingewechselt hat. Ja, gut, also man muss fairerweise sagen, Harry Kane war absolut null im Spiel und wirkte ab der 60. Minute auch schon echt platt. Ne? Muss man fairerweise sagen, dass man dann nochmal einen Choupo reinwirft, einfach so. Vielleicht hat man das goldene Händchen, vielleicht hat er Bock, vielleicht geht noch irgendwas, kann ich schon verstehen. Was hat Kane denn noch gebracht? Man hat ihn gefühlt nur zweimal gesehen. Kopfballtor und die vergebene Chance, sonst fällt mir kein Pass oder Aktion von ihm ein. Sah eher so aus, als der rausging, dass der nicht mehr kann und gleich umfällt. Yes, sehe ich ganz genauso. Er hatte noch ein, zwei Aktionen über rechts, wo er dann versucht hat, einen Abnehmer zu finden. Aber ansonsten war er ein Fremdkörper im Spiel. Immer noch. Ja. Und wie ich auch sagte, ja, er hat schon nach 60 Minuten gewirkt, als wäre er durch. Muss man fairerweise sagen. Alter, wenn der Kimmich im nächsten Spiel wieder die Ecken schießt, drehe ich völlig durch. Ja, dann fang schon mal an zu drehen, das wirst du morgen erleben. Schau dir mal Statistiken an und vergleiche mal Ecken von anderen Bayern-Spielern. Kimmich hat die meisten Ecken getreten, die zu Toren wurden. Ja, weil Kimmich auch die 300 Mal so viele Ecken getreten hat wie der andere Bayern-Spieler. Wenn man schon Statistiken interpretiert, sollte man auch alle Statistiken mit einbeziehen. Hallo, Trainer müssen manchmal lügen. Ex von der Tochter hat geheiratet. Trainer hat gesagt, er hat Fußprobleme. Gruß Frank. Ja. Ich will ja auch De Ligt von Anfang an sehen, aber ich denke, Tuchel braucht ihn aktuell als Ersatz für die 6 und für die IV. Upa oder Kim kannst du nicht auf die 6 stellen. What the hell? Aber kann den Gnabry nicht mehr sehen, der nervt mich aktuell schon fast so wie Kimmich. Bayern fehlt ist so ein Spieler wie Andrich, der einfach seinen Job macht, defensiv denkt und sich an die Taktik hält. Er redet viel auf dem Spielfeld und dirigiert die Mitspieler. Genau das, was unser Weltklasse-Duo Ironie nicht macht. Ja, da bin ich bei dir, habe ich ja schon, predige ich ja seit 2 Jahren erst, dass uns da so der Taktgeber fehlt. Und dass ein Kimmich mal das auf dem Platz umsetzen müsste, was er immer in den Interviews predigt. Das mit den IV sehe ich nicht so. Ich denke, Upa kann Sechser spielen, hat er auch schon gespielt. Beim Kim weiß ich es nicht, aber das ist für mich kein Argument, um zu sagen, ich bringe dir Licht nicht, aber das ist auch nur meine persönliche, ja, wie wir festgestellt haben, ist ja der Licht einer meiner Lieblingsspieler anscheinend. Ist einfach meine Präferenz. Bei mir wäre es halt einfach, ich bin kein Trainer, ich bin einfach nur ein Low-Bob, aber bei mir wäre es so, dass ich einen Abwehrchef auf dem Platz haben möchte, der die Viererkette dirigiert, der dann, wenn er das gut drauf hat, vielleicht auch da mal den Sechser, wer immer das ist, ein bisschen dirigiert, den man im Zaun hält. Und das traue ich am ehesten De Ligt zu. Nicht Upa und schon gar nicht Minjay, weil er viel zu neu dafür im Kader ist. Ich denke, man hat gesehen, gerade an einem Davis, wie sehr es fehlt, dass da jemand ist, der das Ruder da hinten in der Hand hat und da Anweisungen gibt. Und ja, das ist aber auch nur meine Meinung. Das kann jeder anders sehen. Aber ich sehe die Licht auch nicht als Sechser. Bau das Spielfeld kann während dem Spiel wachsen. Wenn man keine Ahnung hat, nachfragen oder mal nichts tippen, dann merkt niemand, dass man dumm ist. Eieieiei. Sind ja wieder Kommentare hier. Der Bilder-Zeitung-Reporter ist echt super. Ja, die Bild ist immer super. Vor allem ist die Bild immer super, weil die Bild gleich immer mit 2, 3 Reportern da ist. Verstehe ich nicht. Haben die Untersparten? Ist das vielleicht einmal Bild München, einmal Bild Bayern, Bild Nürnberg oder was? Weiß das einer? Keine Ahnung, finde ich immer wild. Das Ergebnis kann man mal stehen lassen. Ich denke, ein Sieg wäre über 90 Minuten gesehen eher verdient für Bayern als für Leverkusen. Der Elfer ist eine Frechheit. Wenn man sowas pfeift, gibt es 10 Elfer pro Spiel. Weiß ich nicht. Tue ich mich schwer mit zu sagen, wir hätten den Sieg eher verdient. Ich fand, wir hatten die klareren Dinger, ja.
Leverkusen hat dafür den besseren Fußball gespielt. Es war schon sehr ausgeglichen. Also für mich geht das Unentschieden schon in Ordnung. Aber dass das halt durch den Elfer geschehen ist, war natürlich ein Unding. Der Elfer war niemals ein Elfer. Ja. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin ja natürlich komplett bei euch. Ich fand das auch so, aber gut. Schon wieder der Ausdruck geschmeckt. Ich garantiere dir, mindestens diesen Ausdruck wird noch 5 bis 10 Mal die Saison kommen. Auch bei den anderen 17 Mannschaften in der Liga mag ja sein, dass der Schiri mal hin und wieder ein Geschmäckle reinbringt, aber für den Geschmack ist die Mannschaft verantwortlich. Und der war definitiv sehr unterwürzt, besonders in der zweiten Hälfte. Als Fan muss ich akzeptieren, dass nicht nur 2 Mannschaften auf dem Platz stehen, das ist auch eine dritte da, die auch Fehler macht. Sehr, sehr oft wenige Fehler als die 22, die Fußball spielen. Keine Frage, das eine oder andere Spiel wird von der dritten Mannschaft entschieden, wie das heutige Spiel. Ja, doch. Ich habe es ja auch in dem Video gesagt, in dem anderen Video. Wir haben den Sieg nicht verdient gehabt. Auch nicht aufgrund der Leistung. Bin ich komplett bei dir. Das war zweite Halbzeit zu wenig als Heimmannschaft, um zu sagen. Wir hätten das Spiel verdient gewonnen. Aber der Schiedsrichter hat das Spiel am Ende entschieden, weil er den Elfmeter gegeben hat. Man kann natürlich auch so argumentieren, dass Fonsi das Spiel entschieden hat, weil er den Kontakt hergestellt hat. Ja, bin ich auch bei dir. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Das war zweite Halbzeit halt einfach nicht. Wir wollten nicht mehr. Wir wollten nicht das Risiko gehen, dass Leverkusen uns auskontert. Leverkusen hat darauf gewartet. Von daher war es ein müder Kick, die ersten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und man war mit dem Punkt zufrieden und deswegen hat man den am Ende dann auch bekommen. So, die Art und Weise war ein bisschen wild, ja, aber am Ende hat man das bekommen, was man verdient hat. Und wie gesagt, das Unentschieden geht von der sportlichen Seite vollkommen in Ordnung. Schiedsrichterentscheidungen waren alle korrekt, klare Elfmeter und verdientes 2:2. Ja, das kannst du gerne so sehen. Wie bin ich als United-Fan immer Erster hier? Feier diese Video dennoch sehr. Das reimt sich sogar. Geil. Fast jeden Satz das Wort Alter. Du siehst aus wie 60, du bist selber ein Alter. Ja, und deswegen darf ich nicht Alter sagen? Nur weil ich alt bin? Darfst du das nur als junger Mensch sagen, Alter? Alter? Timo, Alter? Was ist los mit dir, Timo? Bist du noch ein junger Hüpfer? Darfst du nur Junge sagen und nicht Alter? Oder darf ich nur Junge sagen und nicht Alter, weil ich alt bin? Scheiße, wie machen wir das jetzt? Ja, das musst du dann nochmal ausführen, ne? Wird doch einmal den Trainer in Frage stellen, keine Veränderung im Spiel oder nein, langsamerer Spielaufbau und das hinten herumgeplänkel. Ja, das kann man auch mal den Trainer fragen, warum wir so spielen, ja. Ich meine, wir könnten jetzt in Erinnerung schwelgen und Franz Beckenbauer mal zitieren. Wie war sein Spruch nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner von euch weiß es bestimmt, kann da jemand ins Video schreiben. Wo wo Beckenbauer bei uns Trainer war, haben wir die vorher auch immer dieses hintenrum gegöckel und immer bis zum Torwart zurück und so eine Scheiße. Dann hat der Franz da irgendwann so einen Spruch da rausgehauen und ich weiß es nicht mehr. Was soll ich wieder ein Schreibfehler oder was? Ich kaufe NT, tausche ein A und R. Was? Ja, passt schon. Müsste ich hochscrollen. Die Eier sind immer aus der Hose gefallen. Die Eier sind ihm aus der Hose gefallen. Wem jetzt? Mir? Mir fallen die Eier immer aus der Hose. Welche Eier? Kann ich jetzt schlecht zeigen. Hier ist sonst nicht jugendgerecht. Kai, ich habe dir bei Amtsantritt von Tocho geschrieben, dass ich ihn noch vom Gymnasium in Krumbach kenne und er hat sich nicht verändert zum Positiven, ein Streber ohne Vision von irgendwas. Darum unflexible Spielweise seit Monaten. Ich weiß nicht, ob du das so beurteilen kannst, ob er sich nicht verändert hat. Ich kann es nicht beurteilen. Unflexible Spielweise, ja, definitiv leider im Moment. Da muss ich leider zustimmen. Aber ich hoffe, dass da noch Besserung in Zukunft kommt. Zusätzliche Belastung, Ecken schießen. Suche mit dieser Aussage kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Warum denn nicht?
Ich überlege gerade, hat der Kimmich einen Freistoß geschossen in diesem Spiel? Ich glaube ja, oder? So eine Halbposition, halb rechts? Oder war das da? Nee. Nee, es war Kimmich. Weiß ich nicht, ob da, wie viele Ecken hatten wir? 13 oder sowas? Bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht wären diese 13 Schüsse zu viel gewesen, ne? Die Belastung. Man weiß es nicht. Ich höre dir ja echt gern zu, aber dieses ständige negative Gelaber geht mir auf Dauer dann doch tierisch auf den Sack. Geht die Palme auch mal anders, auf Dauer wird's eintönig. Ja, dann hör doch einfach nicht mehr zu. Doch völlig okay. Musst du doch nicht. Zwing doch keinen dazu. Also wenn euch dazu negativ ist, keine Ahnung. Sucht euch irgendjemand anderen auf YouTube, der eure Bayern ins Himmelreich lobt. Und seid ihr hier halt auf dem verkehrten Kanal. Was okay ist für mich. Tuchel hat einfach kein klares Konzept und sieht die ursächlichen Probleme nicht. Mit seinen Drecksassistenten, Laptops und Statistiken. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kenne seinen Assistenten jetzt nicht und seinen Laptop und seine Statistiken kenne ich auch nicht. Ich halte den Tuchel eigentlich schon für einen kompetenten Trainer, wenn ich ehrlich bin. Also wie ich ja auch schon sagte, ich habe mir auch mehr erwartet von ihm. Aber vielleicht wird er einfach im Schach gehalten oder was. Ich weiß es nicht. Wir können es nicht beurteilen. Es wäre halt mal schön, wenn sich jemand da mal erklären würde. Aber wer tut das schon? Und Tuchel kann sich auch schlecht da hinsetzen und sagen, ja, wisst ihr was, eigentlich würde ich einen Kimmich gerne auf die Bank setzen, aber darf ich nicht. Wird ja auch eine Bombe explodieren. You know? Weiß ich nicht. Will ja auch nicht alles am Kimmich festmachen, gar keinen Fall. Aber ja, das Konzept fehlt mir auch, wenn ich ehrlich bin. Wäre ja mal schön, wenn da mal ein Reporter für nachfragen würde. Was er dazu sagen würde, was unser Konzept ist. Weil wenn, dann hört man immer bisher, ja, da muss ich mich mal an den Gegner orientieren. Weiß ich nicht. Fühle ich immer so ein bisschen wenig so eine Aussagen. Klar, zum gewissen Grad orientiert man sich am Gegner. Und klar, wenn ich der VfL Bochum bin, orientiere ich mich am jeden Spiel an dem Gegner und gucke, wo genau die Schwächen des Gegners sind, wo ich reinstechen kann mit meinen vielleicht etwas limitierteren Qualitäten, die ich habe. Aber wenn ich die Qualitäten habe des FC Bayern München, dann bin ich der das Spiel bestimmt. Ja, klar kann man gucken, hat die gegnerische Mannschaft auf der rechten Seite schlechter oder auf der linken Seite? Hat sie eine starke Kopfball-Innenverteidigung oder nicht? Macht es Sinn, vielleicht dann, ich sag mal, nur jede dritte Flanke zu nehmen, wo man die Chance hätte zu flanken und ansonsten lieber versuchen durchzukombinieren? Aber deswegen kann ich ja auch nicht sagen, ja, wisst ihr was, die haben zwei starke Kopfballstarke Innenverteidiger. Ich lasse jetzt das Flanken ganz sein. Ist ja auch Schwachsinn. Wir haben Harry Kane, wir haben Leon Goretzka, wir haben auch einen Müller, der die Birne hinhält. What the hell? Ja, aber wir flanken ja gar nicht mehr in unserem Spiel. Das ist ja komplett raus. Ich weiß auch nicht. Mir fehlt auch das Konzept. Aber vielleicht sehen wir es einfach nicht. Vielleicht sind wir einfach nicht fußballerisch weit genug im Schädel, um das Konzept zu sehen. Ja, was ich sehe, habe ich ja auch schon oft genug gesagt, unsere Viererkette steht 20 Meter tiefer, rückt nicht mehr so weit hoch. Unsere Außenverteidiger laufen eigentlich nur noch bis zum 16er, nicht mehr bis zur Grundlinie. Flanken dann aber auch meistens nicht von der 16er Kante, sondern versuchen dann immer den Ball quer zu spielen oder schon vorher an den Außenstürmer abzugeben. Ganz, ganz selten, dass man Außenverteidiger bis zur Grundlinie durchläuft oder da dann auch den Ball bekommt. Ganz wild. Und durch die Mitte sind wir komplett ideenlos. Ja, da war meine Hoffnung halt Musiala, wenn er wieder da ist, weil er halt der Spieler ist, der dann auch mal 2, 3 stehen lässt und dann Raum hat. Problem ist aktuell, dass er dann den Ball einfach nicht abspielt. Ich weiß nicht warum, ist er aktuell ein bisschen zu eigensinnig. Aber vielleicht ist das auch so gewollt. Ich weiß es nicht. Ich sehe halt auch kein klares Konzept. Vielleicht geht es den Spielern ähnlich. I don't know. Vielleicht ist das aber auch das Konzept, dass wir kein Konzept sehen.
Hört sich wild an, aber wer weiß. Nach Chancen hätte Bayern 5:2 verlieren müssen. Oh, das fühle ich aber nicht. Mann, der ist schon so lange in Deutschland und spricht so ein Kauderwelsch. Wer jetzt? Ich? Tuchel? Alonso? Alonso, meinst du? So lange ist der noch nicht in Deutschland. War 3 Jahre bei uns. Und jetzt das 2. Jahr in Leverkusen, oder? Oder kam der erst zur Winterpause in Leverkusen? Dann ist er noch nicht mal ein Jahr in Leverkusen. Bin mir gerade nicht sicher. Dafür finde ich das schon okay. Ja, Deutsch ist halt echt eine fucking schwere Sprache. Also er versucht zumindest, er setzt sich nicht dahin und sagt, ich möchte einen Dolmetscher haben oder sowas. Ja, das muss man ihm mal echt zugute halten. Also finde ich aller Ehren wert. Gut, Kommentare haben sich ja echt in Grenzen gehalten. Ich habe jetzt hier eigentlich erwartet, hier wird ein bisschen draufgehauen auf meine Art und Weise. Aber anscheinend wurden dann eher die Aussagen von, weiß ich nicht, von Tuchel hier eher abgewertet anstatt meine, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Ja, das waren meine Antworten auf eure Kommentare. Und damit ist das Leverkusen-Spiel abgehandelt. Und Manchester United steht vor der Tür morgen. Ich freue mich aufs Spiel. Ich bin sehr gespannt. Wir haben sehr viele gute Ansätze gesehen, wo wir vielleicht den nächsten Step machen. Wie gesagt, ich freue mich darauf, wenn endlich mal Harry Kane eingebunden wird ins Offensivspiel. Ich denke, dann werden wir noch eine Menge Freude an ihm und auch an unserem Offensivspiel haben. Und in der Defensive muss einfach ein Leader her. Punkt. Ob das De Ligt ist oder nicht, ist mir scheißegal am Ende des Tages. Für mich verkörpert er den Leader. Aber wenn Herr Tuchel das anders sieht und Herr Tuchel gerne möchte, dass das Upper ist oder dass das Min-Jae ist, dann ist das auch okay. Aber dann muss man das mal klipp und klar äußern und den Spieler auch dann jetzt in die Pflicht nehmen. Ja? Weil das ist ein großes Problem, was ich da hinten in dieser Vierer-Abwehrkette sehe. Und das andere große Problem, ja, die rechte Verteidigerposition, weiß ich auch nicht. Setzt man da jetzt auf einen Nus oder setzt man da jetzt auf einen Leimer oder was ist da los? Auf der einen Seite setzt sich ein Tuchel dahin, erzählt, ja, wir müssen jetzt aber unsere Vierer-Abwehrkette muss ich einspielen, da will ich nicht wechseln. Das ist jetzt wichtig. Und auf der Rechtsverteidigerposition spielt immer irgendwie jedes Mal ein anderer. Also da muss jetzt auch mal Klarheit herrschen. So. Mein Idealfall, Kimmich rechter Verteidiger. Dann kann Kimmich auch meinetwegen gerne die Vierer-Abwehrkette organisieren, wenn er das hinkriegt von der Position aus. Würde er nicht hinkriegen, er kriegt ja noch nicht mehr von der defensiven Mittelfeldposition aus, mal da irgendwas zu organisieren. Aber ja, wir hätten auf jeden Fall einen rechten Verteidiger, der brauchbar wäre. Ja, und der dann vielleicht auch mal ein paar Flanken aus dem Halbfeld treten kann oder so. Aber ja, leider sieht der Kimmich sich da nicht und leider sieht der Tuchel der Kimmich da auch nicht oder er traut sich es nicht zu äußern. I don't know. Wie immer, aber das werden wir in den kommenden Spielen mit Sicherheit noch aufarbeiten. Ja, und es wird mit Sicherheit hier auch weiter kritisch bleiben, wenn wir kritischen Fußball spielen. Wenn wir schönen Fußball spielen, wird es auch keine kritischen Worte geben. Ganz einfach, oder? Aber ihr werdet hier kein rosa-rot gemaltes Bild sehen, wenn es nicht rosa-rot ist. Wenn wir 6-0 gewinnen und alle haben gute Leistung gebracht, dann werden wir auch alles hier rosa-rot mit plüschweißen Elefanten malen, gar kein Problem. Solange das aber nicht so ist, wird das auch das angesprochen werden, was auch im Erfolgsfall nicht gut läuft. Genauso wie das angesprochen wird, was im Erfolgsfall gut läuft. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.